Das Fleisch, was hier rauskommt, das renkt Muskelfleisch von einem Beist. Aber am Mann wie 15 Jahren kann der Gros vom Fleisch, den wir Teller haben, nicht mehr von den Tieren kommen, mir direkt an die Petrischulen gezischt gehen. Du müsstest gag, Mr. Science. Ja, doch, das haben Forscher schon für rund 4 Jahre fertig gebracht. Sie haben Einzelmuskelzellen mit Elektroimpulsen an einer Petrischule wachsen gelassen. Die Idee ist, dass es in Zukunft mehr Massentierenhaltung gibt. Mit dem ersten Kunstfleischburger, den sie so gemacht haben, den hat nach 250.000 € gekostet. Dann hast du da bestimmte falsche. Genau, das tut das normale von der Tankstelle, an den interessiert mich auch Haut nicht. An meinem Experiment von Haut machen wir ein so ein Stück Fleisch mit viel Sehnen dran, was dann schüss gut aus für zu kochen, einen zarten Steak. Salut Jean-Marie. Moi Joseph. Du hast mal gesagt, dass du mal bei diesem Experiment hilfst, obwohl es gegen den Berufsethik geht. Wir Metzler international Metzler hun eng Schatten erschriwen zu Rotterdam, dats mir dat nie gifen Mächen an als Handvirk an das fir die Leute ist halt iwwer los. Aber was machen wir eigentlich genau? Ma mir hol den Lohai die Sehnen raus, wann bis fett oder so selbst drin ass wäsch geschieden an a Würfle geschnitten an der Summe gepecht. Okay. Ja, Fleischpeschen, das klingt ziemlich eklig. Und dafür war ich auch immens froh, dass ich immens lange müssen diesem Fleischpesch sichern. Den heute den Oslo aus Iwersee importiert. Mr. Science, wer ihr Pesch, den ihn essen kann, kann dann Fleisch peschen. Na ja, das weiß ich nicht. Ja, und du kannst schon sehr also nehmen. Merci. Pesch, das ist sich nichts Exotisches, mehr etwas, was wir Menschen an deren selber produzieren, wenn wir uns verletzen. Ah! Joseph. Kleiner Witz. Aber wenn wir Menschen uns verletzen, dann helfen sogenannte Enzyme, für dass Muskeln können zusammenwachsen. Okay, was machen die? Ja, die helfen, dass zwei ganz spezifische Substanzen reagieren können. In diesem Fall können zum Beispiel 2 Proteine vom Fleisch festgehalten gehen. Und die können dann ohne Problem zusammenwachsen. Und den Enzym, den das da mischt, den heißt Transglutaminase. Und das ist sich just ein Handwerksgeschirr und der wird nicht mit dem Fleisch angebaut. Joseph, du kannst kommen, ich bin fertig geschnitten. Okay. Voilà. Den Enzympulver wird genau aufgewiesen, abgelesen und dann noch mit den Fleischstecker vermischt. Für das alles gut zusammenpasst, wird all die Luft aus der Verpackung herausgesaugt. Die Fleischstecker gehen für 24 Stunden an den Frigo gelöscht, wo sie zusammenwachsen können. Dann kann der neue Filet an Scheiben geschnitten gehen und gebroten gehen. An Joseph, gibt es den Unterschied zum normalen Fleisch? Am Rehenzustand kann ich schon noch ein bisschen erkennen, dass es Einzelstücke waren, die zusammengesetzt sind. Aber am gebratenen Zustand ist das schon mehr schwer. Und schmeckt und plus nicht anders wie normales Fleisch. Ist Fleischpeschen dann noch schlecht oder nicht? Aus sich ist es nicht schädlich. Aber es kann aber dummer der Etikettenschwindel machen. Zum Beispiel billiges Fleisch als Medaillenfleisch verkaufen. Und machen die das doch heute zu Lützeburg? Bei den Metzler sind ich mir ziemlich sicher, dass das nicht gemacht wird. Wir am Großhandel und an der Restauration, da sind ich mir nicht so sicher. Das Technik, die hat aber ein großes Problem. Und zwar, wenn die kleinen Stücke mit der Luft in Kontakt kommen, da können sich automatisch Bakterien drauf aufsetzen. Das heißt, bei so einem Stück haben wir Bakterien am Fleisch dran. Und die gehen nicht mehr aufgedreht, wenn wir das Fleisch auch ganz durchbrodeln. Dann gebe ich das aber lieber stehen lassen. Ja, ich meine noch, ich habe sowieso keinen Appetit mehr.